Ach, ist das schön, da auf dem Balkon. So Sonne tut einfach gut. Und da sitzen wir ja eigentlich genau über dem alten Kuhstall. Das passt gut, weil ich mag total gern Milch. Ja, ja, Ich mag auch Kuhmilch. ich nicht. Ah, das ist so lecker, so richtig frisch. Wenn sie noch kuhwarm ist, das ist die beste. Das kann ich ja wohl gerade vergessen. Das ja nie als Kind nicht brauchen können. Wenn dann die Milch, also warm sowieso nicht, dann ist sie ja eh nochmal aufgekocht worden und dann hat so Mords das Haut oben drauf gegeben. Das war für mich das Grausigste, was es gegeben hat. Das hat mir Bernadette gemacht, wo ich sie in Brasilien besucht habe. Da hat nämlich ihren Vater auch immer die Kuhmilch heimgebracht und ihre Mutter hat sie dann aufgekocht. Dann ist der große Kochtopf, das war bestimmt 4, 5 Liter aufs Mal, den hat sie dann kalt werden lassen und dann hat sie in den Kühlschrank gestellt und dann war oben drauf so richtig schöne Rahmschicht und die hat es nicht mögen. War mir gerade recht. Mein Ding ist nicht. Also, wo ich ja vor fast 20 Jahren nach Deutschland gekommen bin und meinen ersten Kurs gemacht habe, dann hat jemand zu mir gesagt, wo wohnst du? In Othmarschen? Das ist doch ein Kuhdorf. Aber ganz so viele Kühe hat es jetzt nicht mehr. Nee, aber ich habe es auch gar nicht, ich habe es nicht fassen können. Also, die war halt als Kind da gewesen. Ende 50er Jahre. In die 50er. Ah, dann hat es in die 70er noch genug Kühe gehabt. Aha. In die 80er noch ein paar. Und dann hat es aber aufgehört. Ja. Mehr oder weniger. Aber da hat ja dann Milu, das Milchwerk Ludwigsburg, die haben doch dann Milch abgeholt, oder? Ja klar. Gleich da oben am alten Bruggershaus, in der Schillerstraße oben, da war eine Abholstelle. Da haben wir die Milchkanne immer aufgefahren. Und da ist der Milchlaster gekommen und da hat man noch Butter und Joghurt und Quark und was weiß ich was alles bestellen können. Dann hat der die Milch geholt und dann immer ein Gickel mit allerlei Milchprodukten halt noch nachgehängt. Super. Das war der Lieferservice damals. Ja, den könnte man heute auch wieder brauchen beim Lockdown. Lieferservice ist eigentlich gerade das Einzige, was noch richtig gut läuft. Aber ey, wir müssen aufhören. Mein Milchschaum hockt komplett zusammen. Oha. Also, Leute, macht's gut, einen schönen Tag und lasst euch das liefern, was ihr möchtet. Und ansonsten bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.